Es geht weiter, stets heiter. Natürlich auch noch bei Anno 1800, bei all dieser Zelda-Suchterei, da natürlich auch dieses Spiel nicht vergessen. Gut, ich meine, wer kann es schon verübeln, war, wenn man momentan halt dafür eher weniger Zeit hat, als ich Zeit nehmen möchte. Aber trotzdem habe ich noch ein bisschen Zeit gefunden. Und muss mich aber erstmal noch ein bisschen eindenken, wo wir zuletzt waren und worum es genau ging und so. Ja, Jubilee ist ja unsere neue unsere neue Baumschuleninsel. Ich sehe gerade, ich kann hier noch ein bisschen upgraden. So. Huch. Dankeschön. Unsere neue Baumschuleninsel, die ordentlich an Insellager hat. Jo, 1050 Tonnen, das dürfte das erstmal reichen. Und ich glaube, wir könnten mitunter noch Probleme mit den Arbeitskräften haben. Ziemlich sicher, weil so ein Haus kostet 55 schon Lehrerarbeitskräfte. Es ist der helle Wahnsinn. Währenddem hier die ganzen Zitrusfrüchte dabei sind, das ist soweit auch richtig, weil es auch das Wichtigste ist. Ich glaube, wir warten aktuell noch ein bisschen auf die Items hier, bevor wir hier unten weitermachen können. War das nicht so? Ich glaube hier die Konstruktion mit Betäubungsmethode, schnell reichen Band 1 und optimierter Baumschnitt, die soweit gemacht haben. Zweimal von dem her und ich der Meinung war, jo, das ist genial, eben auch für eine höhere Baumdichte und deswegen natürlich auch wesentlich mehr Produktivität. Es gibt natürlich noch andere Items, die man nutzen könnte. Wir haben hier sogar noch ein paar. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Hausärztin, okay, kann nie genug haben. Zum Beispiel auch die hier, Bodenkundlerin, Tropen, die ja das Mist verarbeitet tatsächlich. Die kann man durchaus auch mal verwenden. Dafür habe ich hier oben, also ich meine, ich habe noch genug Platz hier oben, ne? Also da ist er nicht, deswegen habe ich jetzt hier noch eine größere Insel genommen. Das Ziel war, glaube ich, zunächst, dass wir hier mal, da ist eine Produktion, ich sage jetzt mal, Kette, genauer gesagt mit Kokosöl. Hier hätten wir Zimt. Hier haben wir Kampfer, wieso liegt hier unten eigentlich noch eins? Und der ist noch mit Kampfer, wa? Weil es offenbar notwendig war. Nachher dann schwierig zu begründen, warum das notwendig war, aber okay. Gut, ich meine, ja, sind schon viele. Feuerwehr kann auch nicht schaden. Viele Gruppierungen, aber Kampfer brauchen wir hier in neuen Wellen natürlich sehr viel, das stimmt schon. Bereit zum Abheben. Der Rest wird auch zeigen. Okay, wir haben die beiden. Die können wir wieder zurück zu der Insel und ein paar Waren holen. Dankeschön und tschüss. Dann, ich weiß gar nicht, wo Vergangenheits-Michael abgeblieben ist. Also, was hat er zuletzt noch getan? Wir gucken mal. Also, Luftpost Neue Welt. Ne, ist falsch. Region Neue Welt. Habe ich denn hier soweit, das habe ich umgestellt, weil ich hier mit Zitrusfrüchte handeln kann vor allem. Wir haben ja so viele, glaube ich, kann sogar 2 machen. Ich werde es zwar da nie brauchen, ich kann es auch immer noch umstellen, wenn ich irgendwie noch eine andere Zitrusfrucht bräuchte oder was komplett anderes. Aber ich glaube eher unwahrscheinlich. Obwohl, der wird sowieso nachher irgendwo anders hingehen, da war ja was. Das sieht auch noch gut aus. Da ist ja Nahrung, wobei Getränke dazu gehören. In dem Falle. Hier haben wir Kampfer, Kokos, Zimt. Genau, da heißt Kampfer ist erstmal eigentlich wichtiger. Weil davon ja gar nichts mehr habe. Dann eigentlich hier Kokos und Zimt, wovon ich hier noch ein bisschen im Lager habe. Also da bekommt dann auch kein Problem. Aber Kokos und Zimt plus das Ding. Das schaffen wir auch alles in die alte Welt. Mal schön das Lager füllen, ihm alles hier komplett voll gemacht. Jo. Ist ja jetzt soweit auch nicht verkehrt, wenn wir ehrlich sind. Ups, neue Welt wurde eigentlich. Okay, das heißt, das wird soweit stimmen. Hier haben wir zur Erläuterung Kaugummi, wobei wir von beiden nicht mehr so viel haben. Sagen wir so, aktuell reizt noch.
wir nochmal ersetzen, das Schiff. Dazu dann später mehr die Arktis mit der Kohle. Da ist auch immer sehr schön bedient, war. Ich meine, auf der Insel haben wir ja sowieso Kohle in Hülle und Fülle. Das können tatsächlich sehr schön mit der ganzen Kohle aus der neuen Welt auch die Arktis betreiben. Das ist doch herrlich. Lobe ich es mir, Freunde, so lobe ich es mir. Kupfer dürfte auch kein Problem sein. Jo, ist alles wieder Kupfer. Das Ding läuft auch. Dann hier mit dem Sekt. Sieht, glaube ich, auch nicht allzu schlecht aus. 300, das füllt sich. Wie sieht es in der alten Welt aus? Da füllt es sich auch. Dann ist ein bisschen was. Also auch das sieht soweit noch gut aus. Okay. Bin ich jetzt soweit schon mal zufrieden. Dann eben haben wir hier halt schon mal die Dinger drin. Aber die, wo ich gesagt habe, die können ja überall rein. Dann haben wir eben die noch. Mit dem Profit. Das Büchlein. Anonymographische Transplantation, damit hätte ich zwar nicht so eine hohe Baumdichte, dafür noch mehr Zitrusfrüchte generieren, wenn es notwendig sein sollte. Und hier natürlich, da habe ich zwar mehr Arbeitskräfte für andere Waren, das ist halt so, ich glaube, den kann ich eher bei industrieller Ölpresse verwenden, wenn überhaupt. Auch Baumschule hier, mehr Wartungskosten, okay, so ein Punkt, Arbeitskräfte erforderlich, ja. Auch nicht gerade so geil, ich hätte eigentlich lieber gerne Items, in denen ich weniger Arbeitskräfte brauche. Bei mir brauchen ist irgendwie doof. Halt hier auch, plus 30%, plus 8%, plus 20%, also... So ein Baumhaus kostet normalerweise nicht so viele Journaleros, aber ich übertreibe es auch gerne mal ein bisschen. Das wissen wir nur zu Genüge. Also das heißt, währenddem die Items hier noch dran sind... Beschaffungsmethode, ich habe einen dritten Ballon gemacht, damit ich ein bisschen noch was für Reserve hätte. Die seltenen generell, da ich 10.000 Leute beschäftigt habe, dürfte es eigentlich nicht so lange dauern. Aber jetzt mal. Also in der Folge, wenn wir wohl das mit den Bäumen noch nicht abschließen können, jetzt für Offscreen machen müssen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was alles passieren könnte, während wir hier unterwegs sind. Daher fand das eher ein bisschen suboptimal, das Offscreen zu machen. So, da soll man ein bisschen Holz mitnehmen. Dass ich hier plötzlich ein Problem mit dem Ziegel habe. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Das wundert mich ein wenig. Irgendwie so ein geiles Item für die Lehmgruben. Hier sind noch Perl und Gold dazu. Mehr aber auch gesehen, okay. Ja komm, ich kann es auch mal reinpacken, habe das irgendwann mal gemacht und sehe auch gerade, was es überhaupt bringt. Mehr Arbeitskräfte übrigens bringt es, ja, super. Naja, da war jetzt mehr Lehm, super. Das Lager ist eh schon voll. Wobei natürlich jetzt dadurch auch noch die eine oder andere Ziegelei mehr bauen könnte. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Aber, naja. Man wird eh nie gefragt, also insofern. Tu oder tu's nicht. So. Ja, ich weiß schon, ist was anderes, aber hey. Shit happens. Ich könnte sonst gerade hier mal gucken, wie es hier... Nachfrage, Versorgung. Hä? Jetzt mal der Verkackeiern. Es funktioniert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Dankeschön. Momentchen mal. Eigentlich habe ich hier damals das Ding gebaut wegen dem hier, wa? In der Ölraffinerie. Nee, was ganz anderes. 8 von 8. Hä, wollen wir echt verarschen? Das bringt nur so wenig mehr? Nur 9 mehr? Kann man doch ernst sein. Ah, warte mal. Produktivität minus 15%. Ups. Soll ich genauer hingucken. So. Mit Rumstehen kann man keine strahlende Zukunft erreichen.
Ich darf nur sagen, von wegen, oh, Effekte, geil. 10 von 10. Naja. Also das scheiß Lager ist voll, also könnt ihr auch wesentlich mehr draus machen, aber egal. Vielleicht ein anderes Mal. Wenn wir im Thema sind, also du warst der mit dem Brett, mit den Brettern, dem Brett vorm Kopf. Du bist der mit den Ziegeln auf den Wänden. Dächern. Wänden vor allem. Gut, dann mal schnell hier hin. Ich muss eh noch die Wege besser machen. Dann, egal wie ich es anfangen würde und wollte, wir hätten halt so oder so Probleme mit den Arbeitskräften. Okay, warte mal, so oder so sind aber 35 Journalero selber pro Baumhaus. Okay. Ja, geht halt ein bisschen darum, dass ich jetzt gucken muss, dass ich auf unserer Hauptinsel, Manola, noch ein paar von diesen Typen herkriege. Das ist die Zimtbude, ja, haben wir die Zitrusblütenbude. Dann wird das Ding, was auch nicht mehr gebraucht wird. Da komme ich ein bisschen um La Isla. Wäre auch eine Idee. So, mal gucken. Der kann weg. Wir haben natürlich hier noch die Ölraffinerie. Ich würde den natürlich gerne behalten, wenn es geht. Das heißt, ich schiebe den mal dahin. Also den Rest hier wieder ab. So. Hä? Und ich habe doch eine Eisenbahnlinie. Kann ich verarschen? Okay, manchmal eben noch ein bisschen schräg. Ja, machen wir jetzt noch viel, das ist so. Also, müssen, könnte. Man könnte noch ein bisschen umbauen, genauso wie das Ding hier oben. Dass man einfach nur pottenhässlich aussieht. Tja, das sind die spannenden Abenteuer von Anno 1800. Und das ist ein Teil davon. Die Straße gefällt mir auch 0. 0, 0, 0. Muss langsam sicher mal gucken, wie wir unser anderes Problem noch in den Griff kriegen, wa? Und die ganzen Motoren und so, damit wir dann endlich auch in Bälde mal einen Sprung machen können. Den Supersprung, den will ich mal noch tun. Ja, natürlich, als ob die Brücke erwischt hätte. So. Einigermaßen in Ordnung hier aus, dann habe ich hier wieder so ein riesen Chaos.
Das ist halt auch so ein Ding, was auch mal anders machen müsste, wa? Ja, eben noch viel zu tun. Genau, dann haben wir noch Zitrus, Früchte, Bäume, die kommen ja auch weg. Die Lebensmittelproduktion wieder zurück auf die Insel. Nee. Man kann nicht wurde getan, die hier wegzunehmen. Das war nicht so clever damals. Aber hey. Wer konnte aus sowas schon ahnen? Mit ihrem lächerlichen Erbe befasst. Sie besitzen Du, 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 du. Ich brauche keine Almosen. Aber geben Sie her. Mhm. Der Handel ist geplatzt. Schade. Ich sehe, Sie haben verstanden. Ja, das habe ich, Kumpel. So, das läuft zumindest ein bisschen. Dann den Brief kann man momentan noch nicht. Es sei denn, natürlich wird die Insel noch mal ein bisschen ausbauen, was man theoretisch machen könnte. Vor allem für ein bisschen mehr Obrero und Artistas, weil schon Lero will er ja nicht mehr haben. Eigentlich. Man weiß ja, was eigentlich bei mir eigentlich immer bedeutet. Ups. So, wenn ich den jetzt irgendwie so hinbaue. Ein bisschen was Neues wieder mal versuche. Da mal das Ding dann neu machen, das wäre natürlich auch eine Option. Zwar die ganzen Baumschulen hier weg sind. Natürlich nachher wieder wesentlich mehr von denen brauchen. Wie viel Lager habe ich hier insgesamt? 55, das ist ein bisschen wenig. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Du, du, du. Ja, komm. Du, 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 du. ...850, das sieht schon mal wieder besser aus. Ups. Eine Linie, wenn es geht. Also, kriege ich mehr hin, war. Okay, okay. So, das ist zumindest hier noch ein bisschen schöner. Ja, ihr merkt schon, dass ich jetzt eher ein bisschen am schön bauen bin. Das bis die ganzen neuen Items nochmal so weit wären. Okay. Spiel gespeichert. Wenn man das jetzt in der Konstellation gerne hört, das ist wieder eine andere Frage.
Okay. Erfahrung Ja. lehrt die Menschen so vieles. Im Nachher muss ich die ganzen Häuser mal ein bisschen anders platzieren. Natürlich auch hier mit dem Stromwerk. Beziehungsweise gefällt mir nicht so richtig. Genauso halt dann hier auch mit dem Polizeirevier. Da muss ich nochmal ein bisschen anders machen dann. Und jetzt hier überall ein bisschen besser funktioniert. Wohl die Kapelle brauche ich gar nicht mehr, oder? Ich weiß, dass wir noch mehr tun können. Also. Mehr Zufriedenheit. Ja, gut, die Boxkampfarena. Ja, ist halt hier so ein Thema, war. Brauche ich es hier wirklich auf der Insel? Sie haben Zufriedenheit plus 11. Und das Ganze wird halt weniger. Ein Boxkampfarena wäre schon nicht schlecht. Okay, okay. Wie ein Huhn Die bauen ja vor allem den Strom. Netten sie ja in der Konstellation, was gerade unterwegs ist, aber nicht gerade weniger Öl hier habe. Mit Ölprobleme? Nee. Wäre noch schöner mit Ölprobleme in all der Zeit. Du bist nur ein Wohin weiterer soll's gehen? Sargnagel. Okay. Quest verpasst, aber irgendwo was aufgeschrieben, glaube ich nicht, wa? Was darf es sein? Also das Spiel hat mir gar keine Notiz gemacht, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Wo ist denn überhaupt? Ah, lass mich gerade, ich war irgendwie auf der Suche nach etwas. Dann habe ich es gefunden und deswegen gesagt, leg mich. Das würde ich mir selbst sogar zutrauen, dass ich es ungefähr so gemacht habe. Okay, Problem ist natürlich immer noch keinen neuen Bewohner quasi generiert. Hier schon mal hohles Lager, das höre ich auch gerne. Aber vielleicht erstmal noch Items rüberschicken. Frisch produziert natürlich. Er macht doch. Ja, der Rest sagt mir eh nichts. Ich kann ja auch mal die ganzen Dinger verkaufen, die alten. Die ich nicht mehr brauche. Und nicht mehr verwende, besser gesagt. Brauchen ist ein anderes Thema, aber verwenden. Das ist der optimierte Baumschnitt. Was das heißt, theoretisch könnten wir. Also Band 1, das heißt mit dem optimierten Baumschnitt. Wenn ich gar nicht drin habe. Die hätten wir schon mal, aber eben, das Problem ist, wie wir schon mal erwähnt haben, wir brauchen eigentlich aktuell vor allem Kämpfer und die anderen Dinger eher noch, in Anführungszeichen, noch weniger. Und hiervon nicht mehr viel kommt, die kommen wir erst später. Den Kampf hingegen wollte relativ schnell mal. Okay, okay. Dann machen wir das so. Heißt, ich werde mal auf die Schnelle, immer helle, mal hier die... Da war ja was. Ich wollte mal fix austauschen. Und jetzt brauche ich natürlich hier noch ein paar Bewohner mehr. Und der Schritt wird knifflig. Wir könnten theoretisch mal... Warte mal. Ich habe hier einen mit, wo ist er? Hier, Produkte. Was man machen könnte, alte Welt war und irgendwann eine Arbeitskleidung mitnehmen.
Weil ich glaube eh nicht, dass wir so viel brauchen werden. Und hier haben wir offenbar auch zu viel, weil sonst dann jetzt so viel am Lager. Ja, ja, da ist gerade ein bisschen weniger drin, weil wir gerade, weil vermutlich wieder der Typ da war. Deine Typ, ihr wisst schon, ihr kennt ihn alle. Nach dir nehmen wir das mal geben aus den Bauern, aber dann haben wir wieder ein paar mehr. Wir können noch ein paar Gebäude mehr machen, ne, ist klar. So. Captain Mo ist er da, genau, deswegen. Singt die immer gerade, wenn er da ist. Du treibst durch meine schwärzesten Gedanken wie ein Geisterschiff. Und nicht schon wieder. Die sind unzufrieden mit uns. Das kackt mich ein bisschen an. So, wenn da alles ein bisschen mehr... Warte mal. Irgendwo Minus? Warum? Rippe? Unzufriedenheit? Was gibt's von mir nicht? Feuer. Ah, es ist Feuer. Ja gut, wenn es natürlich brennt, wäre ich als Arbeiter, als Bewohner des Hauses auch unzufrieden. Ah, da muss man natürlich zugeben, da ist ein No-Go. Brennende Häuser, nee, das muss man abschaffen, Freunde, das geht so nicht. No, no, no. So. Was ich auch machen muss, ist hier die Gebäude ersetzen. Shit happens. Vielleicht muss man nochmal neu aufbauen. Irgendwann. Mit denen hier. Aber das wird da darf sich dann Zukunftsmarke drum kümmern. In einer sehr entfernten Zukunft. Da habe ich jetzt tatsächlich aktuell gar keinen Bock. Die Dinger zum Teil hochschieben, könnte man sich auch überlegen. Das hat einen Nachteil von den Hacienda-Gebäuden zu normalen. Und wir hatten das Thema schon mal, also sagen, ey, ich kann ja auch hier Hacienda mal normale Hacienda-Dinger bauen. Das stimmt schon. Gerade hier, wo ich jetzt so wenig Platz hätte, ich könnte auch schon Aleros hier bauen. Ja, können schon. Das Problem ist halt, bis und sitzen, sobald er hier voll ist, dass er halt viel Schnaps und viel Chilisauce bräuchte. Und das Gebäude überhaupt lohnt. Auch hier mit der Lebensqualität. Ich denke, dieselbe Lebensqualität hätte theoretisch. Die Jugend von heute ist zu faul, mit ihren eigenen Händen zu arbeiten. Da sagt der Richtige. Und ja, ich meine, Schnaps, ja, können wir uns überlegen, ob wir davon auch schon zu viel in der alten Welt haben und deswegen das hinpacke. Chili-Sauce hingegen gar nicht und die wollte ich eigentlich hier produzieren für eventuell die Obreras, aber vor allem für die Arktis. Man könnte natürlich auch hier für die Obreras nutzen, aber ja. Und hier, ich habe ja vom angesetzte Richtlinie. Die Ortsversammlung habe ich ja auch nur für Obreras und Artistas einen Bonus. Aber nicht für die hier. Deswegen, die Artista, beziehungsweise die Journaleros, die bringen es gar nicht richtig. Wenn wir mal hier hinpacken, dann sehen wir es nochmal ein anderes Mal. Nochmal genauer darauf angehen. Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Dankeschön. Noch übrig von der Speiserolle. Ah ja. Sag mal, was brauche ich hier für einen Scheiß? So. Die habe ich jetzt wirklich so gebaut, aber... Nee, auch wenn ich jetzt es nach oben hin bauen würde, würde es noch funktionieren. Nee, nee.
auch nur einer Platz, irgendwelche Bäume oder sowas bauen. Da ein Ratshaus, sondern damit ich es halt habe. So. Oh, Markt. So weit weg? Da unten halt. Oh, der macht aber doch relativ viel aus, wenn er so weit weg ist. Genau, kann natürlich auch einfach das Krankenhaus abmontieren. Wer braucht das schon, ganz ehrlich, Krankenhäuser? Wo sind wir hier? Die Leute werden doch nicht krank. Also bitte. Ich habe da ein Krankenhaus, da oben eins, ich habe da unten eins. Keine Macht in Krankenhäusern! Bis die Leute mal krank sind und dann, oh scheiße, was ist das Krankenhaus? Wir kennen's doch, Freunde, wir kennen's doch. So. Mal ein bisschen weitermachen. Ich überlege gerade mit dem Krankenhaus. Krankenhaus, kranke Leute. Wird reinpassen, war theoretisch. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Schön, schön. Wenn man es vielleicht... Ich weiß nicht, das war ein bisschen hässlich, aber... Das ganze Konstrukt hier ein bisschen nach oben schieben würde... Hinten durch geht das zwar nicht, aber wenn jetzt vorne durch wird es funktionieren. Und dann. Wieder mal ein bisschen nach oben schieben. Genau. Hier zumachen schön. Hier zumachen. Hätte ich hier eine 1A Trennlinie. Könnt den noch machen, der bleibt so, wir haben nochmal eine Mittellinie. So. Aber schön nochmal einen Marktplatz. Wir haben hier nochmal ein Postamt, Hospital, weil es so schön ist. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu haben. Das Maximum, ja, immer das Maximum. Haben die das eigentlich schon? Nee, noch keine Arbeitskleidung. Ich bin jetzt schon relativ hoch. Wenn hier die Arbeitskleidung noch kommt, dann geht's da richtig ab. Auch wenn es vielleicht nur temporär ist, muss man ein bisschen gucken. Vorsicht, Reffe. So. Wahrscheinlich kann es gehen mit den Mitarbeitern, wa?
Ein paar ziehen ja noch ein, ne? Also insofern. Hier So, ist kein Platz mehr. volles Lager, das war zu erwarten. Das war ja eigentlich auch ein bisschen die Absicht, wenn ich ehrlich sein darf. Klarer Himmel. Klarer Himmel, Lara Himmel, wer weiß das schon. So, wir sind immer 35 Minuten vorne, das heißt, man könnte die Folge langsam sich mal beenden. Muss noch irgendwas gerade gucken, ne? Wir sind jetzt hier. Und dann mit Kokosöl beschäftigt. Da mit Zimt. Zimt und Kampfer, die schmeißen wir jetzt mal raus. Da ein bisschen weniger Leute brauchen. So. Jetzt müssen wir gucken. Also, alte Weltbäume. Jetzt aber hier immer noch in Anführungszeichen nur die waren. Zitrusfrüchte muss ich halt bald über die Insel holen, wobei ich sehe, habe ich schon wieder. Erst wieder zu viel hier. Nee, oder? Nö, ist einfach so ein Fresstag, da war immer so viel dabei. Plus, minus, doch, das stimmt. Okay. Da ist was ich jetzt mal umschreibe quasi. Oder mal ein bisschen anpassen, weil das einfach kann. Ist der hier unten. Der geht nicht mehr über die Insel, der holt sich jetzt Waren von der anderen Insel. Weil er bringt sonst nichts mehr. So, Kokos und Zimt. Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Na, wo bist du? Ah, da. Er wollte gerade das andere holen. Warum gemerkt, da ist ja gar nichts mehr. Gerade angekommen. Sehr schön. Man sieht, wir sind jetzt bereitet ein bisschen im Plus. Das ist sehr gut. Das steigt immer noch. Also wollen wir hier schon unsere eine Baumschulplantage mit Kupfer, Kupfer sage ich schon, mit Kampfer. Mit Kupfer wäre nicht schlecht. Mit Kupfer bereits gemacht haben. Als erstes also Zimt und Kokos. Ich mache es dort eher so phasenweise. Nicht gleich alle Gebäude oder alle Häuser auf einmal. Dann hier noch aus. Lokal, regional, überregional. Neue Welt, sehr gut, sehr gut. Manchmal bin ich recht erstaunt, dass ich überhaupt noch über alles so einen Überblick habe. Und in Anbetracht dessen, dass wir immer wieder halt auch andere Spiele zocken. Die auch wieder ihre eigene, Tiefe haben. Ich meine, aktuell mit Fire Emblem Engage und Zelda Tears of the Kingdom, da sind auch nicht gerade Spiele, die du irgendwie in ein paar Stunden durchgespielt hast. Gut, bei Anno muss man zugeben, eigentlich, wir sind ja im Endgame. Jetzt geht es bloß darum, dass ich alles Mögliche machen will, was so geht, noch ein bisschen optimieren will. Und ich habe immer gesagt, dass sobald ich die neue Welt dann durch habe, dass ich mal eine Pause mache. Mal den Kopf ein bisschen durchzulüften, noch ein bisschen von anderen Spielen und so, aber dann im Winter vor allem mit dem Fokus auf die Arktis zurückkehren und die anderen Welten, also Arktis im Wesen eher ein bisschen kleiner, was ja auch schön ist, ein bisschen kleine Region zu haben und dann zum Abschluss wieder zurück in die alte Welt, um dort einen Abschlussfinisher zu machen. Und das kommt sicher auch sehr, sehr gut. Also hier mit den Baumschulen, was ich immer wieder schön finde oder interessant finde, ist Bäume pflanzen. Also regenwaldmäßig. Ich meine, ich kann Urwaldbäume, okay. Palmen, ich kann Kokosplantagen, Kampfer, Zitrusfrüchte, aber Zimt geht nicht. Aus welchem Grund auch immer Zimt nicht geht, ich verstehe es immer noch nicht. Und nach all der Zeit. Ist mir ein Rätsel, Freunde. So, dann haben wir da einen optimierten Baumschnitt. Wir können hier nochmal einen reinpacken. So. Dann reichen wir den Band 1. Dann haben wir auch noch. Bisher aber nur einmal noch. Okay, eben. Da oben ist nochmal eine Kampferplantage. Mit der warte ich mal noch. Da packen wir mal den noch rein. Und da haben wir es auch schon. Hui, jetzt geht's aber hoch. Dem, was die Arbeitskleidung da war. Das krass ist auch so bauen, ein bisschen Arbeitskleidung vorhin können. Aber eben, pro Haus plus 2 Stück, da ist nicht gerade wenig.
Und dann lasse ich mal noch mit noch ein bisschen Vergleich haben. Vielleicht dann irgendwann vielleicht mal einen Test machen. Auch hier mit Schnaps und Chilisauce, ob das was bringt. Die geniale Erfindung ist vollendet. Das höre ich gerne. Wo sind wir gerade dran beim nächsten Buch? Ja? Ist es bereits das Buch, was ich eigentlich wollte? Habe ich das damals richtig kalkuliert? Natürlich habe ich es richtig gemacht. Hey. Ich bin halt clever. Ich sehe nicht immer so aus, aber ich bin clever. Gut, Freunde. So zur Cleverness. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Anno 1800. Ja, wir hoffen, dass die Baumschule Insel fürs Erste abschließen können. Vielleicht machen wir es dann auch schon mit den richtigen Straßen, damit es ein bisschen nach was aussieht. Und dann würde ich sagen, können wir eine andere Insel, welche war es? Das La Isla? Jo, La Isla. Dass die schon mal nochmal ein bisschen vorbereite und dann an der nächsten Folge geht dann mal der große, gut wollte ich jetzt sagen, auf Schweizerdeutsch genau, der große Jump los, dass wir halt wirklich Alvestus nur noch mit pflanzlicher Produktionen machen, also pflanzliche Farmen, aber ja Tierfarmen und La Isla Lebensmittel in Produktionen. Das wird schön. So, ihr fordert über Arbeitskleidung, wa? Ihr versteht zwar noch nicht genau warum. Die Häuser sehen ja auch mal scheiße aus, ey. So, wenn ich das so sage. Warte mal. Dann kann man einen Vergleich ziehen, ne? Hier ist ja Kollege Schnürschuh. Ist nichts. Hallo? Wo bin ich hier? Ja, da ist das Armenviertel, hier geht's ins reichere Viertel. Klingt so bescheuert, ist aber leider so. Und hier haben wir doch eine kleine Ding, wo ich jetzt auch gesagt habe, ja, mal gucken, wie es denen so gefällt hier. Ah ja, Manola, die Insel mit der grünen Energie. Die wollte zum Teil noch ein bisschen kacke aussehen. Ein Brunnen, ich habe gerade Flashbacks zu Tears of the Kingdom, weiß auch nicht warum. Egal, lass mal die Ansicht, die passt als Thumbnail. Also Leute, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.